Ja, liebe Freunde mit Benzin im Blut, was braucht ihr heute für eine Botschaft zur Saisoneröffnung? Was braucht es heute, dass wir dir am Schluss der Saison im Rückblick sagen, hey, das 2024, das war eine richtig gute Zeit gewesen, und das Eis und die Gemeinschaft hier, das war die richtig gute Homebase dafür gewesen. Ich glaube, die entscheidende Message, die prangt eigentlich schon für alle sichtbar für uns hier vorne. Nämlich im Namen und im Logo vom Ace Café. Ja, okay, aber was ist denn die Botschaft vom Logo vom Ace? Ich erkläre euch gerne, wie ich das verstanden. Es braucht nicht besonders viel Sprachwissen. Ace ist Englisch und bedeutet Ass. Ich weiss jetzt aber nicht, wie das ihr mit dem Kartenspiel so habt. Stimmen dich am Jastisch, beim Schieber, oder bist du doch eher international eingestellt und zeigst lieber ein Pokerface? Egal ob Englisch oder Französisch, in beiden Kartensets ist das Ass die höchste Karte. Und das Ass ist die Gottkarte. Denn was steht über dem König? Niemand außer Gott. So haben sie es noch überall gesehen im Mittelalter, wo die Spielkarten entwickelt worden sind. Und der Name Ass zeigt es eigentlich auch an. Die Wikingergötter, das sind die sogenannten Asen. Darum, das Ass, das ist die Gottkarte. Und vielleicht stehen die 4 Karten im Spiel auch für die spätmittelalterliche Stände, Gesellschaftsordnung. Auf Englisch heißen die 4 Karten Clubs oder Clover. Auf Deutsch Knüppel oder Kleeblatt. Genau. Du willst die richtige Ding haben. Genau, nimm die falsche verrutscht. Da, genau. Ass oder Clover, Clubs oder Clover, Kreuz oder Kleeblatt. Diese Farbe könnte für die Bauern stehen. Dann Diamonds oder Tiles, Diamanten oder Kacheln. Die Farbe könnte für das Bürgertum stehen. Und dann Hearts, Erz, das könnte für einen Klerus, für die Geistlichkeit stehen. Und dann noch Spades oder Pikes, Schaufel oder Spiess. Die Farbe stimmt dann noch für den Adel. Diamonds, Hearts, Spades und Clubs. Das ist jetzt die letzte Farbe, die uns heute interessiert, wie sie eben im Logo vom Ace steht. Clubs, Clover oder auf Deutsch Kreuz. Das Symbol sieht ja schon aus wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Aber auf Deutsch heisst die Farbe trotzdem Kreuz. Und darum ist die Frage heute Morgen, was ist die Botschaft vom Kreuzass? Das Ass ist die Gotteskarte im Spiel, die höchste. Aber das Kreuz ist ja eigentlich ein römisches Folterinstrument. Vielleicht das grausamste, was es überhaupt gibt. Das Kreuz ist Zeichen für die totale Niederlage. Hier passen jetzt himmlische Gottheit und tiefste menschliche Abgründe zusammen. Es gibt auch die Redewendung, das ist Kreuzdumm. Und es gibt auch Kreuzworträtsel. Das Wort vom Kreuz, ein Rätsel. Ja, das mit dem Kreuzass ist wirklich paradox. Schon am Anfang der Christenheit haben die Menschen mit guten Gründen es nicht verstanden. Im 1. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus dazu: Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Kreuzass, Kreuzdumm. Der Paulus schreibt weiter: Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als reine Dummheit. Aber wir, die errettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes.
Wieso ist jetzt also die unlogische Verbindung von himmlischer Gottheit und tiefsten menschlichen Abgründen Kraft? Wieso ist die quere Botschaft vom Kreuzass auch eine Message für die Menschen mit Benzin im Blut? Vom Paradox vom Kreuzass schreibt der Paulus nämlich ein bisschen ausführlich im Brief an die Philipper. Christ in der Stadt Philippi. Philippa heisst auf Griechisch Hippoi und das bedeutet Pferdefreunde. Und das seid ihr doch hier im Eis alle. He? Freunde von der PS, Freunde von der Pferdestärke. Und darum gelten die Worte von Paulus zum Kreuzass auch für euch. Und der Jan liest uns jetzt aus dem 2. Kapitel vom Philipperbrief. Und wenn ihr wollt, könnt ihr im Booklet mitlesen. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis an den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Ja, was ist für euch wahre Grösse? Was ist für euch Erfolg? Mit dem Lied über Jesus, das wir jetzt gerade gehört haben, und seinen Weg, da stellt der Paulus unsere Vorstellungen von Erfolg und Grösse in Frage. Wir streben nach Stärke, nach Grösse, nach Einfluss und wir streben nach Besitz. Und das prägt auch unsere Art, wie wir Beziehungen gestalten und Gemeinschaft leben. Ja, nicht zum Guten. Und dem hebt der Paulus aber ein ganz anderes Prinzip entgegen. Er sagt, Jesus ist wirklich Gott. Er hat alle Macht und Herrlichkeit gehabt, aber Gott wollte nicht dominieren. Er hat die Macht und viele nicht für sich gebraucht und behalten, sondern er hat sich hingegeben. Er hat sich verschenkt. Obwohl er stark ist, hat er sich schwach gemacht. Und das hat ihn alles gekostet. Er hat gelitten bis zum Äußersten. Und in der menschlich gesehen grössten Niederlage ist er aber eben nicht fertig gewesen. Jesus zeigt, was wirklich göttlich ist, was wirklich gross und stark ist. Er stellt unsere menschlichen Vorstellungen von Grösse, Stärke, Einfluss und Besitz fundamental in Frage. Es zeigt sich auch am Palmsonntag. Wo Jesus in Jerusalem einzieht, da reitet er nicht auf einem so prächtigen Schlachtross, sondern auf einem Esel. Als würde es jetzt heute Morgen heissen, käme Jesus auf einem Drahtesel, anstatt auf einer fetten Harley. Jesus jedenfalls ist das Kreuzass. Der Höchste, der nicht dominiert, sondern sich für uns ganz verschenkt. Ich habe schon gesagt, die Farbe Kreuz heisst auf Englisch Klaps, Knüppel. Jesus herrscht nicht mit Knüppeln. So fragt er bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane auch die kommen, um ihn zu verhaften. Wieso kommen die in der Nacht mit Schwertern und Knüppeln? Klaps, Knüppeln steht für die Herrschaft, fromm gesagt, von der Sünde, vom Bösen, von dem, wo wir alle darunter leiden. Die Knüppel stehen für Gewalt, Dominanz, das Recht vom Stärkeren. Aber mit seinem Weg von Hingabe in Liebe etabliert Jesus eine andere Herrschaft. Mit seiner Hingabe bis zum Äußersten, da bricht er die Macht vom Bösen. Hier ganz in der Nähe liegt ja Sempach. Und ihr kennt sicher die Geschichte vom Winkelried,
wo sein Leben gegeben hat, dass die Eidgenossen können durchbrechen und den Sieg erringen. Stellvertretung, das Leben geben, dass andere leben können. Das hat Gott in Jesus ultimativ gemacht. Jesus verbindet. Sein Kreuz hat 4 Arme. Jesus verbindet vertikal Himmel und Erde. Jesus verbindet horizontal Mensch und Mensch. Die Vergebung von der Schuld darin ist die Grundlage für versöhnte Beziehungen miteinander. Und so ist es eigentlich passend, dass das Kreuz auf unserer Spielkarte oder eben auch im Logo vom Eis die Form von einem Kleeblatt hat. Das tötende Kreuz vom Marterpfahl, das wird nach Ostern nämlich zum Lebensbaum. Und so ist das Kreuzass eben tatsächlich die Basis und das Vorbild für gelingende Gemeinschaft. Hier vor Ort im Eis, aber auch unterwegs auf den Rädern und überall sonst im Leben. Also wahre Grösse zeigt sich aber nicht in Dominanz, im für sich haben, sondern im Teilen und Hingeben. Und das Geheimnis ist, dass dann jemand anderes für uns einsteht, wenn wir schwach sind, dann wenn wir die Hosen runterlassen, wenn wir uns verletzlich machen. Ja, es ist der Weg vom Kreuz, der da vorzeichnet ist und der geht nicht ohne Schmerz und Leid. Aber am Ende ist es das Karte, die sticht und triumphiert. Darum meine Frage an dich: Welche Karte spielst du in deinem Lebensspiel? Für die neue Saison gilt im Eis und überall, wo ihr werdet sein, das Kreuzass weist den Weg. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. So ist das Kinderlied aus den 70er Jahren, das uns für uns die Botschaft vom Kreuzass für die neue Saison auf Räder zum Schluss von der Predigt in Gedichtform noch einmal zusammenfasst. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Das Kreuzass weist uns den Weg, das Kreuzass sticht am Schluss. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Ich lobe die Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen. Amen.